Heute haben wir wieder das Thema Vierfinger oder Fünffinger. Und ich habe da ein kleines Beispiel bei dem Stück die Vollmond-Polka. Das ist die Stelle am Anfang. Das habe ich als Lernvideo aufgenommen und eben auch in beiden Varianten, mit Fünffinger, mit Vierfinger. Und ich möchte euch jetzt kurz den Unterschied zeigen. Also ich mag beide Systeme, Vierfinger und Fünffinger. Was mir da gerade aufgefallen ist, wenn man die Oktave mitspielt. Das ist, man kann sie ja einen Sechsten spielen oder eben mit der Oktave dabei sein. Klingt natürlich sehr schön und voll. Beim Vierfingersystem ist der schwierige Griff der Griff. Genau, der ist einfach relativ schwer. Man muss den Ringfinger rausgeben, wird so greifen. Und das ist. Da ist auch eine Fingerübung drauf und die ist so. Kannst du mal probieren, einfach 10-mal fehlerfrei. Das ist eben die Stelle, wo es mit Vierfinger relativ schwer ist. Also Unterschied, wenn ich den Daumen dazu nehme, du siehst, das ist natürlich da. Und natürlich, meine Meinung, wenn ich da schneller beim Umgreifen bin, dann kann ich die Stücke einfach mit mehr Spannung spielen. Es ist einfach so, wenn ich länger auf den Ton draufbleiben kann, den Ton länger halten und schneller umgreifen, dann ist mehr Spannung drin. Und bei Vierfinger, es ist genauso möglich, aber ist halt, ich finde, man muss einfach mehr üben mit Vierfinger. Das ist bei Fünffinger einfach feiner. Das ist, du siehst ruhig, die Übung. Kannst mal probieren, ich habe die Fingerübungen, aber ich habe da immer Fingerübung, das ist aber irgendeine Übung mit 4-5 Griffen, 10-mal möglichst schnell und fehlerfrei. Da sind über 30 Fingerübungen haben wir jetzt bereits drauf und das ist echt super, weil die Passagen auch bei den Stücken vorkommen. Und wie die Passage ja. Zwar 10-mal fehlerfrei. Und dann tust du aber die Stücke leichter. Und auch mit den Vierfingern habe ich sie auch drauf. Ich finde es einfach ein bisschen schwieriger, 4 Finger da, zwar bei der Passage wieder. Aus dem Grund empfehle ich ja, wenn einer neu beginnt, einfach die Fünffingersystem, weil es einfach ein bisschen einfacher zum Greifen ist, ein bisschen logischer aufgebaut ist. Aber natürlich auch mit 4 Fingern fleißig üben, es geht genauso. Und das ist lustig, aber ich meine, es ist schon super. Ich meine, ich habe einige 4-Fingerspieler und ich finde es cool, einfach es schaut gut aus. Und wenn man fleißig übt, dann klappt das auch gut. Und es ist vor allem, die Passage ist halt einfach blöd zum Greifen. Andere Passagen gehen mit 4 Fingern wieder gut, aber da muss man auch zugeben, das ist einfach. Wenn du kannst mal probieren, das mit 4 Fingern, wenn du 4-Fingerspieler bist, das mal aufnehmen und mal 10-mal fehlerfrei mal aufnehmen und schickst mir das mal möglichst schnell. Ich habe das noch nicht geschafft. Ich habe es nicht schneller geschafft mit 4 wie mit 5, aber vielleicht kommt es noch, wenn ich fleißig übe. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß wieder. Wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder geht um 4 Finger oder 5 Finger. Noch vielleicht auch irgendwas dazu, noch sage ich vielleicht mal irgendwas dazu bei den 4 Fingern zur Tradition, welche Vorteile das auch hat natürlich. Das ist ja nicht nur, hat auch seine Berechtigungen und alles. Einfach gerne wieder unten den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns demnächst wieder bei so einem spannenden Video.